Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk oder einer kleinen Spielanalyse, wie auch immer ihr es nennen wollt, zum Freundschaftsspiel in Unterhaching gegen die AS Monaco. Erstmal, da kommen natürlich ein paar schöne Erinnerungen hoch, wenn man in der Eckfahne da den Bus stehen sieht im Fernsehen. Ja, so ging es mir zumindest. Gut, kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben jetzt einen Discord-Server, beziehungsweise ich habe einen Discord-Server eröffnet. Mehr Infos dazu. Ich hau ein kleines Video dazu raus, damit ich euch hier nicht, die Leute, die es nicht interessiert, unnötig zuschwalle. Guckt euch das an. Link zum Discord findet ihr in der Videobeschreibung. Gut, kommen wir zum Spiel. Wie gesagt, gerade Halbzeitpause. Ich mache das immer, Freundschaftsspielen, Halbzeit pro Halbzeit, weil wir nicht wissen, ob wieder komplett durchgetauscht wird, so wie es in den letzten Spielen auch war. Zum Spiel selber, erstmal 3-1 zur Halbzeit, zum Spiel selber. Wir haben eine starke Anfangsphase gehabt, so die ersten 20 Minuten, dann haben wir so eine Viertelstunde, ja, uns ausgeruht, Pause gemacht, ungefähr, so kann man es nennen. Da war aus Monaco auf jeden Fall besser und dann haben wir nochmal gute 10 Minuten gehabt. Ja, ich denke, in der Vorbereitung normal irgendwo, muss man jetzt nicht negativ überbewerten, es steht 3-1, also wir hätten locker 3 Tore mehr machen müssen, ja. Gnabry war mal wieder ein Totalversager vom Tor, abgesehen vom Elfmeter. Ja, aber wir können es ja mal kurz durchgehen. Also Ulle war, ja, hat auch 1, 2 schlechte Bälle gehabt, muss man fairerweise sagen. Aber er strahlt für mich immer noch mehr Sicherheit aus, wie es so im Sommer getan hat dann das Dingen gut gerettet, wo Min-Jae da den Ball quer gespielt hat. Ja, da hat er ein bisschen den Upper gegeben. Ansonsten hat das eigentlich ganz gut gemacht, Min-Jae, wie ich fand. Warum wieder ein Pavard spielt, I don't know. Ich verstehe es nicht. Ja? Nichts gegen Pavard, gar keine. Er ist ein guter Typ, er macht gute Spiele, hat er heute ein gutes Spiel gemacht. Hat die letzten Spiele ein gutes Spiel gemacht. Jetzt aber auch nicht mega herausragend oder sowas. Ja, einfach ein gutes Spiel. Aber ja, er hat klar geäußert, dass er den Verein verlassen möchte. Und wenn das der Stand ist, dann verstehe ich nicht, warum man nicht ein Innenverteidiger-Pärchen da einspielen lässt, wo man weiß, dass sie auf jeden Fall auch nach dem 31.08. noch bei uns sind. Also fühle ich nicht ganz so. Ja, wie gesagt, wenn der Leistungsgedanke da ist und wenn der Trainer ihn vor den anderen beiden sieht, okay, völlig okay, aber da muss auch safe sein, dass er auch noch nach dem 31.08. da ist. Und das ist es aktuell nicht und deswegen verstehe ich das leider nicht. Aber gut, ist vielleicht nur meine Meinung dazu. Haut mir gerne eure in die Kommentare. Ansonsten gehen wir es kurz durch. Davies links hat ein gutes Spiel gemacht. Auch so eine kleine Pausephase gehabt. Da war das ganze Team, wie ich schon sagte. Mats Rui hat es auch ordentlich gemacht, wie ich fand. Auf jeden Fall ein bisschen auffälliger wie sonst. Laimer auf jeden Fall der auffälligere von dem Duo mit Goretzka. Oder Goretzka. Aber ansonsten, Leon hat ein gutes Spiel gemacht. Also ein souveränes Spiel. Jetzt nicht überragend oder sowas, aber jetzt auch nicht schlecht. Also ich finde es eine ansprechende Leistung. Conny finde ich noch einen Tacken ansprechender, einfach weil er wieder mehr so der Balleroberer ist, hat natürlich auch das Tor dann stark gemacht. Und wenn man dann sieht, dass er der eigentliche Sechser oder jetzt neu modern die Holding Six geben soll, wenn er dann noch der ist, der das Tor macht, dann kann man das auch wieder ein bisschen negativ den Leon gegenüber auslegen. Aber mir gefällt es ganz gut, das Zusammenspiel von den beiden. Wie gesagt, Leon war für mich auch okay. Denke, man sieht immer noch, dass so ein bisschen das Selbstvertrauen vielleicht fehlt beim Leon so ein bisschen. Aber ansonsten körperlich gut dagegen gehalten und so. Da gibt's heute nichts groß zu meckern, wie ich finde. Ja, Gnabry habe ich schon gesagt. Gnabry ist sehr gut reingekommen ins Spiel. Hat wieder vom Tor total versagt. Ja, muss man einfach so sagen. Er ist einfach, weiß ich nicht. I don't know. Finde da nicht so die passenden Worte für. Sehr gute Ansätze gehabt, zwei Riesenchancen gehabt, hat keine davon gemacht. Den Elfmeter hat er dann gut verwandelt, ja. Obwohl ich da schon Sorge hatte, dass er den auch nicht reinmacht, nachdem er die riesen Dinger hat liegen lassen. Ansonsten hat er es gut gemacht. Ja, war jetzt nicht irgendwie negativ auffällig oder sowas. Aber auch da, Vorbereitungsspiel, vielleicht ist die Konzentration nicht so da und wir kennen das. Ja. Also von daher hat's ordentlich gemacht. Auffälligster Spieler, ganz klar Musiala. Gerade so die letzten 10 Minuten jetzt hat er aufgedreht.
Er hat sich auch ein bisschen das Bein gehalten, müssen wir mal gucken, nicht, dass da noch irgendwas kommt. Aber ansonsten der herausragende Spieler einfach, ja, wie auch schon in den anderen Testspielen, wo er immer super auffällig war. Tell macht's meines Erachtens auch gut. Lässt sich auch oft sehr, sehr tief fallen, um den Ball dann anzunehmen und dann versuchen, den weiter zu verarbeiten oder ihn wieder nach außen zu legen oder sowas. Hat es leider noch nicht so die 100%ige Torchance aufgelegt bekommen. Ja, aber macht's ordentlich, wie ich finde. Jetzt überlege ich gerade, ob ich noch irgendjemanden vergessen habe. Ja, Min-Jae habe ich gesagt, war durchwachsen, war eine ordentliche Leistung. Da hinten aber der Fehler, ja, den darf dir nicht passieren. Da müssen wir nicht drum rumreden. Ja. Da gibt's auch nichts zu beschönigen. Ja, ansonsten habe ich alle durch, oder? Wie gesagt, es war ein Spiel, ja, wir haben stark angefangen, wirklich stark angefangen, gutes Spiel gemacht, dann den Faden verloren. Da war Monaco so 10 Minuten lang auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Aber dann haben wir die Kurve wieder gekriegt und auch dank Conny Leimer, der da viele Bälle geholt hat in der Zeit, der gut dagegen gehalten hat. Und aber auch ein Davis, der da viel Alarm gemacht hat. Coman haben wir vergessen, genau. King, ja, eigentlich auch auffällig. Ja, vielleicht auch noch ein bisschen, könnte noch ein bisschen effektiver sein, aber King hat das gemacht, was King macht. Ja. Er wird nie der große Torjäger werden. Ihm wird er gut tun, wenn da ein richtiger Neuner steht und nicht irgendwelche anderen, die Chancen da versieben. Wie gesagt, wir hätten locker 3 Tore mehr machen müssen eigentlich an den Chancen, die wir hatten. Ja. Muss aber ganz klar so sagen. Aber da sieht man auch halt, daran sieht man halt, dass wir auch ein ganz ordentliches Spiel machen, wenn wir schon 3 Tore gemacht haben und noch locker Chancen für 3 mehr hatten. Hinten hat man wieder gesehen. Ja, man könnte jetzt beim Gegentor, könntest du entweder Tell den Vorwurf machen, weil er den Ball in die Mitte spielt. Er hat aber keine andere Wahl. Dann kannst du ihm natürlich einen Vorwurf machen, dass er ihn Goretzka in den Rücken gespielt hat. Du könntest aber Goretzka auch den Vorwurf machen, dass er als Sechser beziehungsweise Achter viel zu weit schon rausgerückt ist, obwohl der Ball noch hinter ihm war in den eigenen Reihen. Ja, der Ballverlust da in der Mitte oder der Fehlpass, das hätte nicht sein müssen. Das hätte man, wenn er eine andere Positionstreue gewesen wäre, vielleicht hätte das anders ausgesehen. Aber das ist dann auch total eine Suppe suchen, ja. Klar, wir haben uns unsere Ruhephase gegönnt, aber wir sind diesmal gut rausgekommen, was wir sonst nicht hatten. Sonst haben wir immer so die ersten 20 Minuten verschlafen, so ein bisschen. Was ich schade finde, ist, dass wir nicht mal die Ligt und Min-Jae zusammen sehen in der Viererkette oder generell mal die Viererkette, die es dann werden soll in der Bundesliga. Nochmal das Thema Pavard, nichts gegen Benji, er macht ordentliche Leistungen, ja, aber jetzt nicht so herausragend, dass man sagt, wow, er muss unbedingt spielen. Und die andere Sache, er hat klar geäußert, er möchte den Verein verlassen. So, Punkt. Ja. Und dann zu sagen, keine Ahnung, er ist so der gesetzte Innenverteidiger, fühle ich persönlich nicht. Sag ich euch, wie es ist. Aber gut, vielleicht ist da die Hoffnung da, dass er noch verlängert. Ich habe keine Ahnung, wir werden sehen, wohin die Reise geht. Man steckt da nicht drin, man weiß nicht, was da hintenrum so sonst noch passiert. Ja, ansonsten bin ich gespannt auf die zweite Halbzeit. Ich denke, sehr wahrscheinlich wird es so sein, dass nochmal eine Viertelstunde vielleicht nur mit 2, 3 Wechseln gespielt wird und dann wird der Rest wahrscheinlich wieder durchgetauscht werden. Bin ich mal sehr gespannt, schauen wir mal. Und dann werde ich noch ein paar Worte zur zweiten Halbzeit sagen und dann werden wir noch mal ein paar Worte zu den leidigen Transferbemühungen abschließend sagen. Also, bis gleich. So, zweite Halbzeit, Leute. Ja, am Ende 4:2 gewonnen. Ich habe von der zweiten Halbzeit 10 Minuten verschlafen. Von daher sagt das die Qualität der zweiten Halbzeit aus. Ja. Ich denke, wenn wir allein die Lattentreffer dabei nehmen, ist Monaco mit den 4 Toren noch sehr gut bedient. Leroy hat es ganz gut gemacht, wie ich fand. Hatte er auch noch 2 sehr, sehr gute Chancen. Hatte ja auch den Lattentreffer dann noch. Ulla hat nochmal 2 ganz gut gehalten, wie ich fand. Ansonsten, ja,
nach den Wechseln dann und dann nochmal den Wechseln und dann kurz vor Ende nochmal, also für die letzte Viertelstunde nochmal die 3 Wechsel. Auf Monacos Seite dann dasselbe. Ja, hat das Spiel halt schon ganz gut durchgewürfelt. Ja. Kann man jetzt viele Schlüsse ziehen für das Spiel am Samstag? Weiß ich nicht. Bin sehr gespannt, wie die Innenverteidigung aufgestellt wird am Samstag. Ja, ich denke sonst vorne, Mathys Tel stellt sich von alleine auf, es sei denn, Tuchel fängt wieder an mit dem Gnabry auf der 9 zu spielen, aber ich denke, Gnabry selbst auf der 10 heute haben wir gesehen, das war nicht wirklich was. Gnabry ist halt einfach außen stärker wie in der Mitte, da gibt's eigentlich auch keine zwei Meinungen. Ansonsten haben wir gesehen, dass die Youngstars jetzt nicht nur das Testspiel, auch die anderen Testspiele davor, ja, dass man immer sagt, so, wir haben keine Youngstars oder die sind nicht gut genug. Ich denke, die haben das Gegenteil bewiesen. Das Problem ist, dass sie die Chancen nicht bekommen werden, ja, in den Spielen, wo es dann um Punkte geht. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Tuchel ist da kein Van Gaal, der sagt so und so. Aber mal abwarten, keine Ahnung, sollte ein Davis angeschlagen sein oder sowas, ja, sieht's da hinten links dann auch mal aus, dann muss ja so ein Ketzig quasi ran. Aber gerade im Mittelfeld, da hat's natürlich dann die Youngstars natürlich schon schwer, ne? Wenn du da schon 4 Spieler für 2 Positionen hast, obwohl sie es stark gemacht haben, muss man ja mal sagen. Ne? Ja, keine Ahnung, wird sehr interessant zu sehen sein. Ich bin gespannt, wer am Samstag auflaufen wird. Und vielleicht an dieser Stelle auch schon mal kurz, ich weiß noch nicht, wann ich Samstag da irgendwie ein bisschen was zum Spiel sagen kann. Wie gesagt, ich bin im Stadion, ich habe nach dem Stadion, haben wir aber auch noch einen Heimweg von 1 Stunde. Ob ich dann noch fit genug bin, mich da hinzusetzen, noch kurz das Video aufzunehmen, weiß ich noch nicht. Bin halt auch nicht zu Hause, ich muss gucken, wie ich es dann hochladen kann und so weiter und so fort. Also lasst euch da mal überraschen. Ja, aber ich werde euch natürlich spätestens am Tag danach auf jeden Fall mal kurz meine Meinung dalassen. Hier auf YouTube. Ja, kommen wir vielleicht noch ein bisschen zu den Transfers. Ja, habe ich ja auch schon im letzten Video gesagt. Aber jetzt wisst ihr, wer ein neues Gerücht. Tottenham hat das neue Angebot abgelehnt und so weiter. Ja, mittlerweile kann man nur noch sagen, dass es nervt. Diese Wasserstandsmeldung und auch, ja, dass wir da kein gutes Bild abgeben. Sowohl bei Walker, sowohl bei Kane, sowohl mit dieser Geschichte, dass der Trainer einen Sechser möchte. Wenn es auch noch Holding Six ist, ja, das neue Wort Holding Six. Ja, dass der Vorstand das anders sieht und so weiter und so fort. Das sind wieder Themen, ja, die kann man intern behandeln, aber da ist schon wieder viel zu viel in den Medien unterwegs. Ja, auch das Thema Kane und Walker und das Thema Torhüter und sowas, das ist mir alles, ja, ich weiß, kommt jetzt nicht viel von Vereinsseite, das schreiben die Leute alle von sich, so ist das heutzutage einfach. Aber wir haben so einen Status erreicht, wo es nur noch nervt. Und einige Sachen, gerade da auf Kane bezogen, sind da einfach auch von Vereinsseite wieder echt unglücklich gewesen. So Aussagen vom Uli und vom Heine und so weiter. Das hätte man sich schenken können, gerade wenn man mal sich angeschaut hat, wie vor 2 Jahren die Geschichte mit Manchester City gelaufen ist. Ja, war es klar, dass dass Tottenham da nicht sagen wird, ja komm, hier 80 Mille könnt ihr dann haben. Ja, eine Prognose da abzugeben, keine Ahnung. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir die 115 Millionen Euro zahlen oder halt nicht. Punkt. Da wird Tottenham kein Millimeter von abrücken und ja, so ist es halt. Keine Ahnung. Ich persönlich nervt das Thema mittlerweile auch nur noch, wenn ich ehrlich bin. Es scheint ja auch nicht so, dass wir einen Plan B haben. Klar kannst du mit Tell und Schuppo in die Saison gehen. Klar wird das für Bundesliga-Niveau reichen, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber auf Champions League-Niveau wird das natürlich nicht reichen. Ne? Das hat die letzte Saison gezeigt. Auch wenn Tell natürlich einen Schritt machen kann, dann auf jeden Fall, keine Frage. Aber so ein Junge hat natürlich dann nicht so die Qualitäten, wie es ein Levy oder ein Kane hätte. Das muss man einfach so sagen. Ja, das
Ist aber auch ganz normal. Und uns würde halt so ein richtiger Neuner einfach gut tun. Ich denke mal, das hat man auch in den letzten Spielen gesehen, auch wenn wir jetzt gegen Liverpool 4 Tore gemacht haben, gegen Monaco 4 Tore. Ja, aber man hat auch gesehen, hätte da noch ein Stürmer gestanden, wären es wahrscheinlich auch noch 2, 3 mehr geworden. Ja, muss man auch mal ganz klar. Gerade heute, wir haben heute so viele Chancen. Oder sagen wir mal, bis zum letzten Pass die Chancen rausgespielt, wenn da noch eine andere Anspielstation da wäre. Ja. Gut. Können wir nichts machen, können wir nur abwarten. Fazit vom Spiel, ich denke, wir haben ein ganz gutes Spiel gesehen. Gerade erste Halbzeit war sehr unterhaltsam, wie ich fand. Zweite Halbzeit war ähnlich. Wir sind gut rausgekommen, die erste Viertelstunde haben gut angefangen, dann sind wir wieder ein klein bisschen eingebrochen, aber dann kamen auch die ganzen Wechsel. Dann hast du halt nicht mehr den Flow gehabt, so wie es ist, und dann hast du auch mal ein bisschen Halbgas, bisschen hintenrum, bisschen quer und so weiter. Völlig normal beim Testspiel. Ich denke mal, Samstag ist der erste Gradmesser gegen Leipzig, irgendwo ist es ein offizielles Spiel, ist jetzt, keine Ahnung, ist die Frage, wie wir es angehen. Sehen wir es als Testspiel? Ich denke nicht. Wir sind der FC Bayern, das ist ein Titel, auch wenn es ein Titel ist, der irgendwie auf dem Papier jetzt nicht so den Stellenwert hat oder sowas, aber es ist nun mal ein Titel und ich denke, das Spiel wird ernst genommen und ich bin sehr gespannt, wer da auflaufen wird, gerade in der Innenverteidigung. Ja. Das ist, was ich sagen kann. Vielleicht nochmal ein Wort zum Ulle. Also, ich denke, ein Ulle strahlt auf jeden Fall mehr Sicherheit aus wie ein Sommer. Auch wenn er heute auch 1, 2 riskante Pässe gespielt hat, aber auch wieder wirklich 2, 3 super rausgeholt. Also, ja. Ich denke, das ist völlig okay. Man weiß jetzt nicht, wie absehbar das beim Neujahr ist oder nicht ist, weil wir jetzt gerade da erst die Platten oder letzte Woche die Platten rausgenommen wurden. Jeder, der sowas schon mal hatte, weiß, das dauert halt auch wieder ein bisschen. Ja, das muss ja auch erst wieder heilen. Klar kannst du damit schon ein bisschen was machen und so weiter, aber bis das wieder ordentlich richtig verheilt ist, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht, aber da sind wir auch nicht drin im Thema. Sollte das absehbar sein, denke ich, brauchen wir keinen weiteren Torwart. Ich habe die Diskussion auch in den Kommentaren gelesen, ja. Was ist, wenn der Ole sich dann verletzt? Ja, dann ist das so. Ja, da muss ein dritter Torwart, ein junger Jaros ins Tor und gut ist, der wird auch einen Ball halten können und einen Ball spielen können. Dafür sind das Fußballer. Ja, wir haben eine zweite Mannschaft, auch wenn die nur in der 4. Liga spielt. Und dann ist das so. Ja, weil man muss jetzt auch nicht wieder da in Panik verfallen und einen Ole einen vor die Nase setzen. Das fühle ich auch nicht. Klar, wenn Neuer absehbar ist, dass er noch ein halbes Jahr nicht wiederkommt, ja, dann musst du einen Torwart verpflichten. Bin ich ganz dabei. Aber ansonsten, wenn das absehbar ist, musst du das nicht. Ansonsten habe ich auch schon gesagt, wenn man generell sagt, jo, das war's mit Manu, dann kannst du auch einen Torwart verpflichten. Ja, gar keine Frage. Dann macht der Manu jetzt vielleicht noch das halbe Jahr oder was und dann sagt man, jo, alles gut. Das war's leider mit uns. Wie gesagt, dann ist er 39. Irgendwann ist halt auch einfach das Ding durch und in so einem hohen Alter nochmal so eine Verletzung. Ja, das macht's nicht besser. Ja. Aber auch da können wir nur abwarten. Was ein bisschen traurig ist, um nochmal den Umschwung zu den Transfers zu bringen, habe ich ja auch in den Kommentaren viel gelesen, eure Enttäuschung, und ich sehe es mittlerweile ähnlich. Ja, klar, wir haben mit Min-Jae einen guten Transfer getätigt. Leimer stand schon seit einem Jahr fest oder seit einem halben Jahr. Das war's. Ja, wir haben Rafael Guerrero verpflichtet. Wow. Das war's, sonst haben wir nichts verpflichtet. Ja, das muss man mal knallhart so sagen. Und das mit der Kompetenz, die da sitzt, ist das schon sehr traurig. Ja, na klar, wenn jetzt, keine Ahnung, nächste Woche sagt, jo, Kane, Walker und noch ein Sechser kommen, dann kannst du sagen, jo, war ein super Transferfenster. Was ist, wenn die alle nicht kommen? Was ist dann? No? Muss man halt auch mal in Betracht ziehen. Ja? Dafür eierten Kane und Walker schon viel zu lange rum. Und solange da nicht irgendwas safe ist und man irgendwie einen Überblick hat, was, wie, wo gezahlt werden muss, dasselbe mit ein Pavard. Ich denke, wenn Pavard geht, ist vielleicht nochmal Kapazität da, um Sechser zu verpflichten, und dann wechselt vielleicht nochmal einer der Mittelfeldspieler. Dann ist nochmal Kapazität da. Aber das ist jetzt auch alles dann auf den letzten Drücker. Ja, und das ist,
Ja, das ist scheiße. Punkt. Das ist einfach scheiße. Wir starten in 2 Wochen in die Bundesliga. Ja, und bis dahin, I don't know. Ja, ich sehe schon kommen. Kane hat gesagt, er möchte bis zum 13. August Gewissheit haben. Wenn die Premier League losgeht, ist er dann noch bei Tottenham, wieder bei Tottenham bleiben. Kann ich verstehen. Was dann? Ja, machen wir dann irgendeinen Panikkauf oder steht die Zusage, dass er dann nächstes Jahr ablösefrei kommt? Also wenn die Zusage steht, ja, dann sollte man sich überlegen, ob man da 100 Millionen zahlt oder ob man dann nicht lieber sagt, man wartet ein Jahr und holt sich irgendwie einen Übergangsstürmer für ein Jahr. I don't know. Schwierig. Stecken wir aber über alles nicht drinne. Können wir nur so hinnehmen, wie es gerade ist. Und ja, ich bin sehr gespannt, was sich noch entwickelt bis nächsten Samstag. Dann freue ich mich, dass ich endlich mal wieder im Stadion bin. Und ich hoffe, ich kann dann den ersten Titel feiern und ich sehe ein gutes Spiel. Das wäre schön. Und ich denke, dann haben wir auf jeden Fall auch erstmal ein Gradmesser, auch wenn ich Leipzig nicht mehr so stark einschätze wie letzte Saison. Aber dazu im anderen Video mehr, wo ich so ein bisschen mal mir Gedanken zur Saison mache, weil ich muss auch noch meine Absteiger tippen und so weiter im Tippspiel. Von daher ist das ein guter Zeitpunkt, mir da ein bisschen Gedanken zu machen. Habe ich noch nicht, das mache ich live on Video mit euch zusammen. Und dann gucken wir mal, zu welchen Schlüssen ich so komme, was die kommende Bundesliga-Saison anbelangt. Also, in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Leute, bleibt gesund, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich sehe euch im Discord. Bis dann. Tschüssi.